Einen wunderschönen guten Morgen aus dem Tanzapfelland. Heute ist unser letzter Tag auf unserer Tour durch den Thurgau mit Genuss durch den Thurgau und es erwartet uns auch heute wieder ganz viel. Als erstes gehen wir den Barfußweg entlang, wo wir später dann auf den Panoramaweg kommen, hier in Wuppenau. Mittagessen gibt es auf dem Nolle. Hoffentlich tut es noch ein bisschen auf, dass man dann auch die Aussicht geniessen kann dort oben. Am Nachmittag fahren wir bei der Barfußbrauerei vorbei und mal schauen, vielleicht können wir dort dann auch noch ein bisschen tiefer reinschauen. Und am Abend treffen wir dann eine Berühmtheit aus dem Thurgau. Ja, eine Königin. Aber ich bin ja vor allem gespannt, ob die in der Barfußbrauerei auch Barfußbier brauen. Aber bis es dort hingeht, machen wir uns jetzt auf den Barfußweg und auf den Panoramaweg. Ihr seid mit dabei, freut uns sehr. Los geht's! Auf dem Barfußweg gibt es ganz viele verschiedene Attraktionen. Wir sind jetzt am Blindgang angekommen und das ist so ein Halbkreis mit ganz vielen verschiedenen Bodenbeschaffenheiten. Man schnappt sich da jetzt also so eine Augenbinde, tut sich die um und läuft dann barfuß über die verschiedenen Beschaffenheiten von dem Boden. Und das Ziel ist dann herauszufinden, wie viel das man erkannt hat. Leider ist es gerade sehr nass und sehr rutschig und auch die Augenbinden sind total durchnässt. Es hat letzte Nacht richtig geregnet. Darum lassen wir jetzt ausnahmsweise diese Attraktion aus. Wir können jetzt die Augen zumachen und durchlaufen. Wir können die Augen zumachen. Sollen wir es so machen? Ja. Also, Steffi macht die Augen zu, läuft durch und ich filme das. Mal schauen, wie viel das ihr kennt. Aber richtig zumachen, hä? Jawohl. Ist da der Weg? Ja. Das sieht so komisch aus mit einem grossen Stein. Ja. Das sind ein bisschen hohl. Schon auch so runde. Die gehen schon ein bisschen nach Holz. Ist es. Und da haben wir wieder Stein, aber ein bisschen kleinere damals. Jetzt wird es sehr spannend. Oh. Was ist das? Fühlt sich ein bisschen an wie das Bälleli-Paradies im Ikea. Ist es aber nicht. Ja, es ist klein und rund. Wir haben die Woche schon viel probiert davon und bevor wir ihn probieren können, haben wir den jeweils entfernen. Haken? Ja. Gut, kannst du die Hand abnehmen. Also nicht erkannt hast du das Glas. Das ist das dort vorne. Genau, und dann haben wir die runden Bölleli, wo du gesagt hast, Kies, das ist eine Art, das wo man wieder Blumen. Ja, Hydrokügel. Genau. Gut. Spannend. Bestanden, würde ich sagen. He? Okay. Wir sind hier beim nächsten Posten angekommen und da geht es jetzt darum, dass man seine eigenen Füße spürt. Das sind ganz große und kleine Steine und wenn man so ein bisschen drüber läuft, dann sollte man so ein bisschen spüren, wie sich die eigenen Füße bewegen, verändern und so ein bisschen, ja, ganz ein spannender Posten. Es wäre schon lässig, ein bisschen dreckeln. Aber es ist einfach richtig kalt. Was bringt jetzt das? Was steht auf der Tafel? Ein Klangspiel, wo man die Ohren, also es geht ums Hören und Sehen. Oder? Da kann man seine eigene Melodie machen. Wer jetzt mit seinen komplett zugemauerten Beinen hier raufkommt, findet hier eine Fusswäschstelle. Und das ist recht cool, weil da hast du Schläuche. Und dazu eine Bürste. Und dann kann man sich da noch die Schuhe wieder anlegen. Das Ganze gibt es übrigens auch unten. Also wer den Weg andersrum macht, von oben runter, der kann auch unten im Dorf nachher seine Füße bei der ehemaligen Käserei waschen. Nach
einer spannenden Wanderung über den Barfußweg sind wir jetzt ganz oben auf dem Nollen angekommen. Da habe ich übrigens meine ganze Kindheit verbracht. Da bin ich daheim und super speziell jetzt wieder mal da zu sein. Und wir gehen jetzt gleich mal schauen, ob wir etwas zu essen bekommen. Das Dach über dem Kopf. Das Dach über dem Kopf. Wir haben leider heute nicht den schönsten Tag verwünscht, aber geniessen kann man den Thurgau auch, wenn es regnet, wenn es schneit, wenn es hagelt, egal. Irgendwo ist es immer schön. Wir stehen jetzt hier im Panorama-Restaurant, im Panoramasaal und der Blick ist natürlich einfach fantastisch, wenn man hier während dem Mittagessen oder Abendessen seinen Blick schweifen lassen, würde ich schon sagen, dann kann man es so richtig geniessen. Also wir haben hier den Gastgeber noch angetroffen, er wird uns noch 2-3 Fragen beantworten. Ihr kennt es schon von den letzten Videos. Wo sind wir hier im Nollen oben? Wie lange machen Sie das schon da? Wir sind jetzt 13 Jahre da. Ja. Vom Nollen oben. Okay. Und Restaurationsbetrieb, was ist so typisch für das Restaurant Nollen? Wieso kommen die Leute hier hin? Ja, es ist ein bisschen kombiniert. Also sicher auch wegen der Aussicht und wegen dem Ort. Es ist fantastisch hier oben. Es ist einzigartig im Kanton Thurgau, dass man so einen Weitblick hat. Ja. Und natürlich auch in der Küche. Wir kochen französisch, gut bürgerlich. Ja. Wir sehen hier in der Lindenterrasse haben wir auch einfachere Menü, einfachere Gerichte. Ja. Terrassen und im Panorama-Restaurant haben wir ein bisschen französische Küche, ein bisschen edlere Küche. Ja. Aber grundsätzlich kochen wir da auch. Für uns geht es jetzt weiter. Ihr seht, die Sonne ist wieder da und wir machen jetzt das letzte Stückchen noch hier auf dem Panoramaweg, bevor die Runde sich schließt und wir zurück zum Auto kommen. Die Sonne scheint wieder, muss die Sonnenbrille anschauen, es ist viel zu hell. Der Barfußweg, den haben wir gemacht, der war ja super cool gewesen, aber eigentlich noch viel cooler als der Barfußweg selber ist, dass es noch eine Barfußbrauerei gibt, ganz in der Nähe. Und ich würde sagen, wir schauen da mal rein, weil die Barfußbrauerei, ich habe es euch schon gesagt, wird das Bier vielleicht barfuß braut. Keine Ahnung, ich würde sagen, wir klopfen mal und schauen, wer es aufmacht. Hallo? Hallo? Karin. Louis, hallo. Hallo Louis, freut mich. Hallo. Hallo. Dürfen wir mal kurz reinschauen, was da Louis? genau gemacht Ja. wird? Wir sind ja gespannt, ob das Bier da drinnen barfuß braut wird. Oder wieso das Barfußbrauerei heisst. Das fragen wir uns schon seit am Morgen. Wir heißen Barfußbrauerei nicht, weil wir barfuß brauen, sondern weil wir am Barfußweg brauen. Okay. Und wir haben, als wir angefangen haben wir noch die Heim gebraut und unser Haus ist wirklich gerade am Anfang vom Barfußweg. Ja. Der Wegweiser zeigt bei uns ins Haus hier. Und nachdem ich die gefühlte 10'000ste Person gefragt hat, ob sie bei mir durch den Garten laufen, zum Barfußweg kommen, haben wir gefunden, wir können nur Barfußbier heißen. Es gibt gar keine andere Möglichkeit. Ja. Ist das auch in der Region geschuldet? Ja, genau. Wie ist denn da losgegangen mit dieser Barfußbrauerei? Wie lange macht ihr das schon? Also, brauen tut der Brian eigentlich schon fast 20 Jahre. Ja. Er ist ursprünglich aus Michigan. Hat schon in Amerika hobbymäßig gebraut. Ja. Und wo er vor bald 17 Jahren mittlerweile in die Schweiz gekommen ist, hat das Bier probiert. Da fand ich ja schon okay. Nach einem Monat hat er gefunden, ja. Und nach 2 Monaten hat er gefunden, Hilfe holt mich hier raus. Oder? Und hat er gefunden, ich will wieder mal etwas anderes. Etwas anderes als nur ein Lager oder ein Spätzli oder vielleicht, oder viel Glück hat irgendwo noch ein Guinness. Darum habe ich ihm dann auf unsere erste Weihnachten ein Bierbraukit geschenkt. Und hat dann mit 20 Liter in der Küche angefangen, da wo wir noch in St. Gallen wohnt. Und wo wir auf Wuppenau gezügelt sind, sind wir dann auf 60 Liter rauf. Aber ist das erste gelungen? Das erste Bier? Ja, das Bier wäre gelungen, aber wir haben gefunden, wir machen Flaschenabfüllung, haben Flaschengärung gemacht, haben alles schön. Damals noch das ABM, glaube ich, so Fläschchen gepostet, die möglichst am schönsten aussehenden. Haben alles schön abgefüllt. Morgen um 2 überall Explosionen. Und ja, Flaschen haben die Gärung nicht so gut vertreibt. Genau. Aber auch das erste und das letzte Mal, wo sie explodiert sind, im Gären. Seitdem haben wir einiges gelernt. Ja, und dann haben wir im Keller Suppenau dann weitergemacht in der Wäschküche. Und vor knapp 4 Jahren
Und jetzt ist die Schweiz bereit für spezielles Bier. Wir haben es angemeldet, haben angefangen, Etiketten entwickeln, eben das Branding und all diese Sachen machen, dann angefangen zu verkaufen. Und haben auf den Winter angefangen, also Weihnachten 2014 haben wir die ersten Bier verkauft. Ich fand, im Winter ist es nicht so streng, oder? Wir können schön langsam wachsen. Nach einer Woche sind wir ausverkauft. Also das Bedürfnis ist absolut da. Genau, ja. Und wir haben es jetzt in den 4 Jahren verzehnfacht. Okay. Also wir haben hier noch mit einem 60-Liter-Kessel 2 bis 3 Mal in der Woche. Gell? Und jetzt haben wir da einen 600-Liter-Tank und 1500-Liter-Tank. Schon extra 1500 Liter, dass man schon für die nächste Vergrößerung dann die richtige Tank. Darf ich mal eins auftun? Also dann machen wir doch da mal eins auf, und zwar ein Hillbilly. Ich schenke es jetzt aber nicht selber ein, weil eben, wir haben ja da den Profi. Also, in der Schweiz lernt man ja wirklich so, oder? Ganz schräg heben und genau, so dass es nicht schaumt. Dass es nicht schaumt. Aber das ist grundsätzlich eigentlich ein Blödsinn. Weil, wenn man das Bier so einschenkt, ohne dass man richtig schaut, der Schaum tut erstens das Aroma drin behalten. Oder? Der Schaum schaut, dass die Aromen, die aufsticken, wie unter einem Ding, unter einem Deckel festgehalten werden. Zudem hilft der Schaum auch, um das Bier nachher besser zu verdauen. Weil Bier schaumt nur einmal. Ja. Wenn man Bier ohne Schaum oder ohne Recht, dass es schön richtig fest aufgeschäumt ist, trinken, dann, und man isst nachher vor allem etwas drüber, dann schaumt das Bier nachher im Bauch. Das Kraftbier tut man wirklich plätschernd, schön von oben her einschenken. Trinkt auch Craftbier niemals aus der Flasche, weil sich einfach das Aroma viel besser entfalten können. Oder? Und jetzt da so ein sogenanntes Teco-Glas, wo wirklich das Aroma vom Bier sehr, sehr gut zur Geltung bringt. Aber jetzt lässt man den Schaum setzen und trinkt es dann, oder man setzt es schon so an? Ich lasse ihn immer ein bisschen setzen, weil ich nicht einen Schaumbad will. Zum Wohl. Zum Wohl. Danke vielmals. Zum Wohl. Oh, das ist noch ganz ein anderes Gefühl auch im Mund. Das ist ganz okay. Das ist ganz fein, gell? Ja, ganz fein. Sehr fein. Haben wir wieder etwas gelernt und sogar eine grosse Flasche Bier dabei. Nicht nur das, sondern noch 6 verschiedene andere. Für uns geht es jetzt weiter, und zwar zu der Königin. Und wir sind natürlich super gespannt, ob die Königin auch Bier trinkt. Wir haben euch ja gesagt, wir treffen heute noch eine Königin. Und zwar ist das die Äpfelkönigin vom Kanton Thurgau. Ganz ein hoher Posten sozusagen im Kanton Thurgau, ganz ein wichtiger. Sie sitzt jetzt bei uns. Du bist? Marion Weibel. Marion Weibel. Und seit wie lange bist du schon Äpfelkönigin vom Kanton Thurgau jetzt? Seit dem 21. Oktober an der Olma bin ich gewählt worden. Okay. Und das war ein ganz spezielles Ereignis, weil eigentlich wird die Äpfelkönigin immer an der Vega gewählt. Und weil Thurgau eben Gastkanton war an der Olma, bin ich an der Olma gewählt worden. Und es war gerade noch 20 Jahre Jubiläum. Ist es so, du bist ja Äpfelkönigin, trinkst du normalerweise eher Äpfelsaft, oder wie ist das? Das ist wirklich so, ich trinke eher Äpfelsaft und Wasser. Okay, wir haben heute eine Abwechslung für dich, und zwar aus der Barfuß-Brauerei. In Wuppenau haben wir ein bisschen Bier mitgebracht. Bier, auch ein Thema? Nehme ich gerne einen Schluck. Okay, dann fangen wir doch an. Probieren wir uns mal durch. Wir fangen an mit dem Sleeping Bear. Genau. Da, am schlafenden Bär. Was sind denn so die Aufgaben von einer Äpfelkönigin? Also man darf den Thurgau repräsentieren an verschiedenen Events, sei es jetzt für Kinder. Ich habe schon mal in den Kindergarten, oder durfte in den Kindergarten gehen und in die Schule. Oder jetzt darf ich ans Turnfest gehen, wo ich dann Souvenir von der TKB verteilen. Oder ich kann am Schweiz bewegt einen kleinen Workshop machen, wo ich mit Kindern und Erwachsenen tanzen darf. Und das ist wirklich cool. Hat für groß und klein etwas dabei. Okay. Ich würde sagen, wir stoßen mal an. Genau, schön, mit dem ersten, den wir hier haben. Prost, zum Wohl. Zum Wohl. Dankeschön, bist du da. Ja. Was hast du schon alles erlebt jetzt in dieser Zeit? Was ist so passiert? Also meine Highlights sind bis jetzt, ich durfte jassen am Samstag. Ja. Das war für mich ein Highlight, weil ich musste zuerst mal lernen jassen. Also die Differenz konnte ich nicht vorher. Okay. Und es war wirklich mega cool. Dann einmal durfte ich, wenn wir beim Thema Tanzen sind, Passo Doble tanzen auf der Bühne bei einer Musikunterhaltung. Das war auch mega cool. Oder bei einer Flussreise durfte ich
Schiff taufen. Und dann sind wir Okay. von Basel bis auf Frankfurt Ja. mit dem Taufschiff dann gegangen. Das war wirklich auch mega lässig. Hast du noch Zeit für deine Kollegen oder ist der Terminkalender ziemlich voll? Teilweise ist er sehr voll und teilweise darf er voll noch sein. Das auf jeden Fall. Aber Zeit finde ich immer. Einfach zwischendurch manchmal eingequetscht. Spannend. Und weißt du, so der nächste Schritt von der Öpfelkönigin, wird man dann Miss Schweiz und nachher Miss European? Oder ist das so nicht so Schönheit, sondern eher so ein Titel, wo man einfach eben die Thurgau verkauft? Oder hat man da Ambitionen? Also ich würde sagen, es ist schon eine kleinere Schwester von der Miss Schweiz, aber also es hat eigentlich mit dem nicht wirklich etwas zu tun. Und da geht es wirklich mehr darum, um etwas zu repräsentieren, zum Anstehen und mit den Leuten sich halt auch unterhalten. Und ich denke, der Schönheitsfaktor ist jetzt da nicht Nummer 1. Also ich denke, man muss einfach sympathisch sein und mit den Leuten können reden und alles. Und ich denke, da bringt einem die Schönheit auch nichts, wenn man nachher mit den Leuten nicht reden kann. Also darum, es hat mit der Miss Schweiz in dem Sinne nicht viel zu tun. Klar wäre es schön, wenn man sagt, jetzt geht man einen Schritt weiter, weil jetzt geht man vom Thurgau noch die ganze Schweiz. Aber ich heirate nächstes Jahr und da wird nichts mehr mit der Miss Schweiz, da darf man nicht heiraten sein. Du heiratest nächstes Jahr, dann bist du Ja. wahrscheinlich nicht mehr Prinzessin dann, oder? Sonst hättest du deinen Freund jetzt zum Prinz machen sollen. Genau. Nein, dann bin ich nicht mehr. Ich hätte eigentlich dieses Jahr geheiratet. Okay. Und da haben wir dann aber verschoben, durch das, dass ich Ja. Öpfelkönigin geworden bin. Du heiratest schon mit Freund, oder? Ich könnte es eigentlich einfach noch anfordern für diesen Tag. Aber da haben die Kolleginnen haben schon gesagt, eigentlich müsste eine Müsste Krone ja da, her. ja. Vielleicht nicht gerade die, aber einfach aus Prinzip eine Krone. Haben wir das dritte Bier noch nehmen? Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. So, da war das Interview mit der Öpfelkönigin, ganz schön spannend. Jetzt fängt es dann aber gerade an zu regnen. Wir packen alles zusammen und melden uns später nochmal bei euch. Willkommen bei uns am Tisch. Unsere Genusstour ist vorbei. 7 Tage Thurgau, 7 Tage Genuss, 7 Tage Abenteuer. Wir haben so viele innovative und kreative Köpfe dürfen kennenlernen, haben auch ihre Produkte dürfen anschauen, zum Beispiel die Produktion von der Gottliebe, oder? Wir wissen, woher das die feinen Wendelplätzchen vom Ekrathof jetzt kommen. Und wir haben jetzt hier auch nochmal ein Produkt vor uns stehen. Ein letztes Bier, das wir dürfen Genau, aus probieren. der Hausbraue. Wir haben es schon aufgemacht, weil wir gar nicht mehr haben können warten. Das ist nämlich super fein. Es ist aus Roggwil, ein ganz cooles Unternehmen. Im Keller unten haben sie die Brauerei. Hier oben haben sie ein ganz cooles kleines Restaurant, eine Bar, wo man Feste feiern kann. Unbedingt einmal vorbeischauen. Ich würde sagen, zum Wohl. Wir stoßen mal ein erstes Mal an. Prost. Typisch Auf unseren Thurgau. Und wir stoßen auf euch an. Weil ihr habt die ganzen Videos so regelmäßig geschaut. Ihr habt uns so super Feedbacks gegeben, so Mails zurückgeschrieben. Einfach super. Danke vielmals für das. Und jetzt, ihr wisst, jetzt könnt ihr ja auch noch profitieren. Es gibt ja noch 2 Gutscheine zu gewinnen im Wert von 50 Franken für einen Thurgauer Geschenkseras. Damit auch ihr so feine Produkte, die ihr immer wieder in unseren Videos gesehen habt, könnt probieren. Es fliegt immer ein Buchstabe durchs Video durch. Im 7. Video, also in dem jetzt, ist es auch der letzte Buchstabe gewesen. Tragen alle zusammen und wo das ihr dann das Lösungswort hinschicken müsst, das erfahren ihr auf unserem Blog www.comwithus2.com. Aber dort findet ihr noch mehr. Ja, und wenn wir ganz ehrlich sind, haben wir wahrscheinlich das Lesungswort schon lange herausgefunden, weil so schwierig ist es ja gar nicht. Genau, wir finden noch mehr dort. Und zwar alle Informationen von unserer Reise, von unserem Projekt mit dem Camper durch alle 47 Länder vom Thurgau, kann ich fast schon sagen, von Europa. Sehen da, es ist mir so ans Herz gewachsen. Der Thurgau ist einfach so schön und wir können es einfach nur sagen, weil die Hai. Das ist am schönsten. Und ich würde sagen, wir sehen uns bald wieder im Thurgau, zu Frauenfeld oder sonst irgendwo, wo es schon ist im Thurgau. Bis dann, zum Wohl. Tschüss miteinander. Alle Videos zu unserer Thurgauer Genusswoche findet ihr hier unten in dieser Playlist. Abonnieren könnt ihr unseren Kanal hier. Und zum Schluss gibt es auch noch einen Wettbewerb. Wenn ihr nämlich einen Gutschein für einen Thurgauer Geschenkseras gewinnen wollt, dann findet ihr alle Informationen hier oben. Achtet euch auf Buchstaben und viel Glück!